Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Hearthstone. Uff, pelzig. Ohne Jubel machen wir jetzt hier nochmal Kartenchaos mit unserer Schurkin. Aber ich finde es ehrlich gesagt richtig schön, dass wir jetzt da hier direkt die Kartepackung gewonnen haben, auch wenn wir sie erst Mitte April öffnen können mit der Erweiterung, die kommt. Gegen Rexa. Mindestens. So, los geht's. Die Jagd beginnen. Niemand entrinnt meinem Zorn. Ja, der rastlose Abenteurer ist ziemlich gut, weil jedes Mal, wenn ich eine Karte ausspiele, egal ob Zauber oder Diener, kriegt er plus 1. Und 1 noch dazu. Vernichte 3 zufällige feindliche Diener. Das ist auch ziemlich geil. Verleiht jedem Wildtier, das jetzt zieht, plus 2. Kann auch nicht schade. Eure Diener kosten 2 mehr. Na, die können wir mal wegschmeißen. Diener, die plötzlich mehr kosten, möchte ich nicht. Und so, was man jetzt hier kriegt. Wählt einen befreundeten Diener, erhaltet eine 1-1-Kopie auf die Hand, die 1 kostet. Okay. Da würde ich sagen, machen wir doch der rastlose Abenteurer dazu. Das könnte in Kombi geil sein. Muss nicht. Schützin des Hochlands. Okay. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Jo, Allah, machen wir doch. Zack. Werd erstaunt groß. Sagen wir mal Hallo. Seid gegrüßt. Okay, verleiht jedem Wildtier, das er zieht. Plus 2. Ah, pfui Teufel. Gefällt mir nicht. Der Ninja Ogre, nee, das machen wir. Schlucken wir das Schade halt. Mein ist die Gerechtigkeit. Den Schade müssen wir jetzt halt fressen. Ist leider so. Todesröcheln wird inaktiv. Spielt 4 Karten in einem Zug aus, um diesen Diener wiederzubeleben. Okay. Das gefällt mir auch nicht so gut. Jedes Mal, wenn dieser Diener einen anderen Diener angreift und vernichtet, kann er erneut angreifen. Na klasse. Okay, die ist gut. Lassen wir es krachen. Mach gleich mal 5 Schade oder drauf. Und dann der Ninja Ogre. Leise. So, den kannte ich noch, den Ninja Ogre. Gut. Also die 2 würde ich ganz gerne in Kombination spielen. Der darf noch einmal. Au. Das geht nicht gut für uns aus. Der hat aber Spott und Gottesschild. Das ist sehr gut. Okay, dann. So. Okay, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Mein ist die Gerechtigkeit. Haben wir das Blatt schon mal irgendwie gewendet, ne? An dem muss er jetzt erstmal vorbeikommen. Der macht nicht viel Schade, aber schluckt jede Menge Schade. Wenn er keinen Zauber hat, um den Instant zu vernichten. Ja, der will jetzt einfach nochmal auf neue Karte gehen, auf Karteglück hoffen. Und versucht so viel Schade wie möglich nochmal zu reißen. Kann ich nur vollziehen. Okay. Er hält jedes Mal plus 2 Angriff, wenn er Schaden erleidet. Das ist auch nicht schlecht. Der Nachtheuler. Dann machen wir erstmal hier den hier. Gebt mir eine Quest. Jetzt haben wir nämlich genug Mana-Kristalle, fast sowas. So, machen wir das Gebt weiter. mir eine Quest. Das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus für uns. Und noch einmal. Sind mir nicht aufregend genug. Gut, jetzt haben wir unser Schlachtfeld volle Kanne hochkriegt. Wir haben immer noch einen Spotti, falls der einen Arschsturm-Diener hat. Ja, ich glaube, wir stehen ziemlich gut da. Okay, natürlich, mit sowas muss man immer rechnen. Oje, was denn jetzt passiert? Aber ich glaube, damit reißt er uns nicht ganz kaputt. 2, 3, 4, 5, 6 Silber mit seiner Heldefähigkeit, falls er die Nummer einsetzen würde. Okay, der spielt einfach nochmal alles aus, was er hat. Logisch. Aber ich glaube, der ist ein bisschen in der Bredouille. Weil wenn ich mal so angucke, was meine Jungs an Schade reißen, ist das ziemlich gut. Ja, geh halt nochmal auf meinen Held drauf. Was anderes bleibt ja nicht mehr.
So. Zieht zwei Diener aus eurem Deck. Okay, warum nicht? Ich bin der Alpha-Wolf. Okay, dann gehen wir mal volle Kanne drauf. Bestie. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Finsternis. Quest angenommen, Quest angenommen. Und Gut gespielt. fängt doch schon mal gut an für uns, oder? Haha. Haha. Sehr schön. Gut die Sache, ihr liebe Leute. Das heißt, uns bleibt jetzt nur noch einen an der Waffe. Spielt 6 Waffen aus. Okay. Dann würde ich ja glatt noch sagen, wir machen hier ein neues Deck. Und zwar machen wir ein Jägerdeck. Da muss ich allerdings immer nachgucken im Internet, da ich persönlich kein besonders guter Deckersteller bin. So, der Jäger. Genau. Und eigenes Deck. So, jawohl. Wählen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hin und wieder dann immer kurz weg muss, weil ich in der Internetbrowser wieder in meinen Firefox rein muss, wo bereits ein schönes Deck auf mich wartet. Und zwar heißt das Midrange Hunter Meta Deck. So, zweimal der Kerzenbogen. Das haben wir doch schon mal in unserer Waffe. Euer Held ist immun, während er angreift. Das ist ziemlich geil. Gib her. Dann kommt zweimal Fährtenlesenrei. Schaut euch die obersten 3 Karten eures Decks an, zieht eine und werft die anderen ab. Das finde ich persönlich nicht so schön, aber okay. Wenn es zum Deck dazugehört, möglicherweise können wir die Schwachstelle ein bisschen ausbessern. Als nächstes kommt zweimal die Bachtatze. Die soll angeblich nur ein Mana-Kristall kosten. Wo ist sie dann, die Bachtatze? Die haben wir gar nicht drin, die müssen wir herstellen. Da ist sie, die Bachtatze. So. Wir haben noch ein bisschen Mana-Staub. So. Besser den Lux auf der Hand als den Magma-Wüter auf dem Schlachtfeld. Sehe ich genauso. Gut, Eifer und Kampfschrei erhaltet einen Lux 1-1 mit Eifer auf die Hand. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da haben wir sie. So, die Bachtatze. Dann zweimal der Düstermaulwurf. Der soll bei der allgemeinen Karte zu finden sein. Und soll auch nur einen Mana-Kristall kosten. So. Düstermaulwurf. Das ist dann immer das Blöde, finde ich, wenn man dann immer so durchstöbert. Aber wir können auch hier direkt eigentlich schauen. Ups. Nicht mit Komma. Düstermaulwurf. So, sorry fürs Taschengeklacker. Müssen wir anscheinend herstellen. Okay. Brauchen wir dafür 8? 2. Jo. 2 mal. Düstermaulwürfe sind die rasantesten Reittiere, die man unter Tage finden kann, und sie bewegen sich mit einer unglaublichen Spitzengeschwindigkeit von 0,001 Kilometer pro Stunde. Kommt aus dem Deck Kobolde und Katakomben. Okay. Finde ich auch immer schön, dass die Künstler dazu genannt werden. Darren Bader oder Darren Bader hat das Ganze gezeichnet. So, dann können wir dann auch unserem Deck hinzufügen. Können wir hier die Suche wieder stoppen. Dann war, glaube ich, zweimal Waldwolf und einmal Mal des Jägers. Der Waldwolf haben wir auf jeden Fall. So, da haben wir sogar ein Gold. Und einmal Mal des Jägers. Ich glaube, das kostet mittlerweile ein bisschen mehr. Jo. Haben wir auch in Gold. Dann kommt zweimal die aasfressende Hyäne. Wo ist sie dann? Da habe ich sie doch gesehen. Jo, 2 mal. Dann zweimal knisternder Schafzahn. Wo haben wir dann denn? Da haben wir. Der mutiert ein befreundetes Wildtier. So nebenbei ist Mal des Jägers setzt das Leben von einem Diener auf 1. Und die aasfressende Hyäne erhält jedes Mal +2 Angriff +1 Leben, wenn ein befreundetes Wildtier stirbt. Darauf baut unser Deck wahrscheinlich auf. Zweimal Fass und zweimal Lass die Hunde los. Das haben wir ja ewig gesehen, noch Lass die Hunde los. So. Wenn wir es dann Fass. Verursacht 3 Schaden, verursacht stattdessen 5 Schaden, wenn ihr ein Wildtier kontrolliert. Die wurde auch schon ein paar Mal umgeändert. Die Karte. Dann 2 mal. Oh, haben wir nur einmal in Gold. 2 mal Lass die Hunde los. 2 mal Ruf des Meisters. Ist ein Zauber in Violett, der 3 kostet. Warte mal.
Ruf des Meisters. So ein Zauber. Ihr seht, ich habe hier noch jede Menge Spielraum noch over, wenn ich mal das so angucke. Ruf des Meisters, da ist er. Der kostet uns alle... Oh, das kriegen wir nicht zweimal hier. Da haben wir nämlich die nötige Karte dafür. Mana-Staub dafür. Überzählige Karten entzaubern. Das kriegen wir allerdings noch hier. Für die ich halt 3-mal statt 2-mal habe und so weiter und so fort. Und für gewöhnliche gibt es 40, für seltene gibt es 100 und so weiter und so fort. Nee, Quatsch, die kosten 100, die kosten 400, die kosten 1600. Okay, jetzt können wir die auch Hersteller... Halte mal der Gaul an. Ruf des Meisters können wir jetzt auch Hersteller. Brauchen wir das wirklich 2-mal? Ja. Brauchen wir tatsächlich 2-mal. Mein Wildtier hört aufs Wort, nur nicht aufs Erste. Entdeckt einen Diener aus eurem Deck. Zieht alle 3 Karten, wenn alle Wildtiere sind. Okay. Machen wir halt nochmal schweren Herzens unser Mana-Staub weg. So, ich hoffe, jetzt ist nämlich so viel, was wir selber herstellen müssten. 2-mal Tierbegleiter, 2-mal düstere Raserei. Tierbegleiter haben wir auf jeden Fall. Jo. 2-mal das, dann 2-mal düstere Raserei. Soll 4 kosten. Ich hoffe, den Hammer. Sieht wohl nicht so aus. Verflixt nochmal. Warte mal. Ja, müssen wir 2-mal herstellen. Misty. Müssen wir irgendwas anderes nochmal entzaubern. Vielleicht etwas, was groß ist und was wir 2-mal haben. Ja, dann haben wir beispielsweise in Gold, ne? Den zu entzaubern. 100. Nee, komm, das möchte ich eigentlich nicht. Oh, Kampfschrei. Füllt eure Hand mit Jägerzaubern, wenn euer Deck keine Diener enthält. Ne, das ist natürlich blöd. Dann können wir nicht dazu machen. Wisst, was wir machen? Wo ist er dann? Düstere Raserei. Verleiht einem Wildtier +3/+3. Mischt 3 Kopien mit +3/+3 in euer Deck. Oh, das ist aber wichtig. Schauen wir doch gerade mal. Haben wir zufällig noch irgendwas, was wir entzaubern können, was... Entschuldigung, Quatsch wäre. Ja, komm, machen wir denn hier. Ja, wir entzaubern einmal die Schlangenfalle. Die ist nämlich sowieso etwas blöde. Machen wir die hier rein, die düstere Raserei. So, okay. Oh, Entschuldigung, total verschluckt gerade. Oh. So. 2-mal der Flankenangriff. Den haben wir einmal. Müssen wir aber trotzdem noch einmal Hersteller der Flankenangriff. Dann habe ich mal irgendwann mal in Gold gezogen, wie es aussieht. Da bin ich wieder. Sorry, das war gerade der Oververschlucker des Todes. Das musste ich gerade rausschneiden. So. Früher ich auch Abenteurer, aber dann Pfeil ins Knie. Fügt einem Feind, einem Diener 3 Schaden zu. Ruft einen Wolf mit 3/3 herbei. Okay. So, dann packen wir noch dazu. Dann kommt noch das 2-mal das Tundra-Nashorn. Haben wir sogar in Gold. Und dann hieß es Todespirscher Rexa brauchen wir noch. Moment, haben wir sonst alles? Mal gucken. 2-mal der Kerzenbogen. Ah, den haben wir gar nicht mit dazu. Siehst du mal. So, warte mal. Der Kerzenbogen. Maximal 2 pro Deck. Ja. Ist er da dabei? Ah ja, da ist er. Okay. Wir haben theoretisch alles. Todespirscher Rexa fehlt. Den habe ich leider nicht. Will ich mal sagen. Wir strecken das Ganze noch mit anderer Waffe. So, und zwar... was haben wir ein Legendary? Ne, wir machen immer den Langbogen des Gladiators mit dazu. Dann... hatten wir da noch einen anderen Bogen. Hier ist er doch. Erhält jedes Mal +1 Haltbarkeit, wenn ein eigenes Geheimnis aufgedeckt wird. Dann packen wir noch dazu, weil es so gut ist, die Sprengfaller. Okay, das ist unser leicht abgewandeltes Deck. Ganz kurz nochmal. So, dann ändern wir mal nochmal in
Jäger Standard. So. Gut. Fertig. Haben wir nämlich Magier, Schamane und Jäger Standard. Okay. Gut, dann gehen wir doch gleich mal in den gewerteten Modus wieder. Und testen doch gleich mal unseren Jäger Standard. So. Alter Falter, ich weiß jetzt an, woher das kam. Aber urplötzlich habe ich mich anscheinend verschluckt oder sonst irgendwas. Und hab der Huster-Anfall des Todes kriegt. Das war doch selten passiert. Rexhard gegen Thrall. Gut, gleich mal gegen den Schamane. Zeit ist gekommen. Lasst die Jagd beginnen. Ah, dieses unzählige Fährtenlesen, da bin ich echt kein Fan davon. Machen wir erstmal, lass die Hunde los weg. Okay. Dann machen wir das doch mal gleich. Da ist es nämlich auch fort. Flankenangriff. Waldwolf oder das Tundra-Nashorn. Machen wir das doch dazu. So. Das war's. Gut. Grüße. Aber von Fährtenlesen bin ich kein Freund, weil ich habe jetzt gleich schon mal 2 Karten fortgeschmissen. Die sehe ich auch nie wieder, die Dinger, ne? Okay. Dann, yo, machen wir hier die Bachtatze. Und machen sie noch einmal. So. Moment. Moment, hat er irgendwas? Ne, Eifer hat er. Okay. So. Okay. Wie war das mit der Bachtatze? Eifer. Kampfschrei erhaltet einen Lux mit Eifer auf die Hand. Okay. Was ihr wolle. So. Die aasfressende Hyäne. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Verleiht einem Wildtier +3/+3. Mischt 3 Kopien mit +3/+3 in euer Deck. Ich befürchte, dass er die sofort angreifen wird. Ne, das lassen wir sein. Und lassen nach unseren Angriff sein, falls der möglicherweise auf unseren Held drauf losgehen will. Okay. Meine Güte. So. Aber mittlerweile habe ich mich glücklicherweise wieder gefangen, was das Gehuste angeht. Das ist mal schrecklich sowas, wenn man sich aus heiterem Himmel verschluckt. Na gut, er geht auf meinen Diener. Und macht einen unnötigen Zug. Dann hätte er nämlich später auch noch auf den Diener wirken können, die Waffe des Felsbeißers. Okay. Dann machen wir doch das. Ach, wenn es etwas unnötig war, obwohl der nur ein Leben noch gehabt hat, ne? Aber sei es drum. Schauen wir mal, was er dazu macht. Okay. Wir machen das hier. Das hier. Da kriegen wir nämlich gleich mal die 3 Wölfe nochmal mit rein. Und hauen drauf. Wahrscheinlich sind die Karte, die düstere Raserei, das gleicht dann höchstwahrscheinlich auch das Fährtenlesen aus, ne? So. Wenn er jetzt eine Rambazamba macht, werde ich nämlich gleich mal aasfressen die Hyäne dazu holen. So. Machen wir das. Und machen das. So. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt bräuchte ich nur noch ein paar von meiner Waffe noch, von meine Bögen. Das wäre nicht schlecht. Spielen wir noch ein bisschen mit der Arena. So. Ach ja. Mann, geh schon auf Feuer. So. Ach Gott, wie es da aus der Büsche faucht und kreischt und macht. So. Irgendein Ork hat anscheinend die Kokosnuss getroffen, irgendein Aff hat die Kokosnuss getroffen. Okay. Ja, aber die Dinger sind echt nicht schlecht hier, die Karte, die neue.
Ah, Feuer ist wieder ausgegangen. Und hier können wir, glaube ich, die Felle wechseln. Ja, jetzt ist nämlich ein Zebrafell. Ja, komm schon. Und jetzt ist ein Tigerfell. Na, spielst du überhaupt noch was? Hallo? Grüße. Noch du? Was tun? Entweder ist er nämlich da, hat Probleme mit der Internetverbindung, oder er ist sich auch mal kurze Butterbrot holen gegangen, der Eck weg. So. Aber mir soll es recht sein, das ist ein verschwendeter Zug. Und ich habe nochmal Zeit, weiter aufzubauen. So, machen wir doch hier glatt das hier nochmal. Tropfende Wetter. Nicht viel Zeit. Ja, irgendein Problem hat er anscheinend mit seiner Internetverbindung oder so ein was. Es wäre jetzt noch schön, wenn ich jetzt noch eine Waffe kriegt, damit ich wenigstens die Quest noch ein klein bisschen weitermachen könnte. Ich finde es immer schade, auf die Art und Weise zu gewinnen, ne? Das ist halt nie ein richtig ehrlicher Sieg, finde ich. Jemand zu besiegen, der abwesend ist, ist kein großes Kunststückchen. So. Kämpft an meiner Seite. Das ist cool. Und drauf. Naja. Schade drum. Aber ein Sieg haben wir gekriegt. Und 3 Siege mit einem Gold. Und hui! Gewinnt 10 Standardspiele im Modus Spielen. Jetzt haben wir eine neue Heldin für die Druide gekriegt. Und zwar Lunara statt Malfurion. Sturmgrimm. So, 10 Gold gibt es außerdem auch nochmal drauf. Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, wir sind eigentlich schon bei 22 Minuten. Etwas Schönes machen wir noch. Und zwar kaufen wir noch Hexenwald. Kaufen wir noch eine Packung. So, das machen wir. Und die Karte, die öffnen, die Sache, die öffnen wir auch noch. So. Damit ihr wenigstens auch was Schönes zu sehen habt. Gucken wir mal, wie sehr das Glück bringt mit Let's Plays. Ah, legendär, ja. Es bringt anscheinend wirklich Glück hier, Hearthstone als Let's Play zu machen, wenn ich Aufnahme mache. So viel Legendäre habe ich selten hintereinander. Kriegt 2 hintereinander bei ein paar Episoden. Das ist schon gewaltig. Rohling der Rüpelbande für alle Klassen erhält +1/+1, nachdem euer Held angegriffen hat. Das ist auch ziemlich gut. Schockfrost für den Magier. Friert einen Diener ein, vernichtet ihn, wenn er bereits eingefroren ist. Das ist ziemlich gut. Holzfäller-Axt für den Krieger. Todesröcheln. Verleiht einen zufälligen befreundeten Diener mit Eifer +2/+1. Selten für alle Klassen. Der verrückte Hutmacher. Kampfschrei wirft 3 anderen zufälligen Dienern einen Hut zu, der +1/+1 verleiht. Und Legendär! Zeittüftlerin Toki für den Magier. Kampfschrei. Erhaltet einen zufälligen legendären Diener aus der Vergangenheit auf die Hand. Das klingt ja mal geil. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, das hat sich doch richtig gelohnt mal wieder. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Hearthstone auf Pelzig, wo wir weiter mit der Quest einen an der Waffe hieß es, glaube ich. Obwohl jetzt hier wieder das ganze Ding hängt. Ich glaube, ich bin mal sicher, dass es einen an der Waffe heißt. Jo, auf jeden Fall leckt das Ganze mal wieder wie Sau. Gut, dass wir am Ende von der Episode sind. Machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee, jetzt wo auch hier geschlossen ist. Okay, anscheinend hat meine Internetverbindung wieder versagt. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Machen's gut, bis dahin. Und jetzt nochmal richtig. Iron Yankee.